Der Plattcaller-Stammtisch aus dem katholischen Bildungswerk Wuppertal Solingen-Remscheid. Guten Abend zusammen. Die Zeit fliegt und wir hören uns jetzt schon zum 10. Mal bei Platt gesagt. Es ist Oktober und wir freuen uns auf diese Folge. Und wir haben ja nicht nur den Monat gewechselt, sondern auch offiziell die Jahreszeit. Es ist Herbst und ich muss ja sagen, der Herbst ist meine liebste Jahreszeit, weil alles so bunt wird und man ganz gemütlich drinnen Zeit verbringen kann mit Tee oder einem guten Buch. Oder, so wie ich früher, als ich klein war, da habe ich nämlich mit meinem Opa Kadi Kastanientiere zusammengebastelt. Ja, stimmt. Zahnstocher in Kastanien gesteckt und daraus dann so einen ganzen Zoo gemacht. Das kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Ich war aber nicht so kreativ, glaube ich. Ich habe nämlich immer nur Igel gebaut aus einer einzigen Kastanie und richtig vielen Zahnstochern, dann war ich fertig. Aber genug dazu. Herzlich willkommen auch von mir zu dieser Folge Platt gesagt. Ich freue mich schon. Ja, ich mich auch, denn heute sitzen wir nicht allein im Studio. Ihr könnt euch mal wieder auf einen Gast freuen und unser Quiz gibt es natürlich zum Schluss auch wieder. Aber erstmal noch ein kleiner Rückblick, gehört sich ja hier mittlerweile auch so. Was ist denn in der letzten Folge im September passiert? Vielleicht können sich einige noch dran erinnern. Wir haben uns mal wieder mit dem Platterhalt bzw. mit Platt in den Medien beschäftigt. Allerdings haben wir diesmal den Schwerpunkt nicht wie letztes Mal auf die sozialen Medien oder das Internet gelegt, sondern auf die herkömmlichen, wie Zeitungen, Fernsehen oder Radio. Dabei haben wir uns auch die Frage gestellt, ob diese Angebote in Zeiten der Digitalisierung, also jetzt, wo alles übers Internet läuft, überhaupt noch genutzt werden. Wir sind aber zu dem Schluss gekommen, dass es erstmal sehr gut ist, dass die Regionalsprache auf diese Weise sichtbar gehalten wird. Ja, und so lange haben wir ja auch nicht drüber gesprochen. Da gibt es sicher Leute, die sich besser auskennen und wir geben hier ja hauptsächlich auch unsere Meinung ab und philosophieren so ein wenig. Genau. Und zusätzlich hatten wir ja vor allem viel Mongart in der letzten Folge. Es gab eine Geschichte von der Lottostelle, dann ein ganz altes, etwas melancholisches Gedicht und Edwin Markert hat uns seine Gedanken zur aktuellen Corona-Krise vorgelesen. Ich hoffe, ihr seid auch auf die heutige Ausgabe gespannt und freue mich, wenn ihr dran bleibt. Der Plattcaller-Stammtisch auf der 107.4. Da sind wir wieder bei Platt gesagt auf der 107.4. Wir müssen ja zugeben, oft ist unsere Sendung hier doch sehr Kronenberg-lastig. Wir beide kommen daher, die Mundart, mit der wir verbunden sind, ist die aus Kronenberg. Und auch die Gastbeiträge, die wir euch hier präsentieren durften, kamen zum allergrößten Teil aus dem Kronenberger Platt. Wir möchten also mit der heutigen Folge mal einen Blick ins Tal hinunterwerfen. Wenn man in Varresbeck von der A46 runterfährt, dann kommt man auf den Otto-Hausmann-Ring. Der war ein Wuppertaler Dichter, der übrigens ganz in der Nähe des Studios am Laurentiusplatz, in dem wir gerade aufnehmen, geboren wurde. Und wenn man, wo wir gerade in Elberfeld sind, vom Hauptbahnhof über der Alte Freiheit nach Elberfeld reingeht, sieht man seit gut 40 Jahren seine bekannteste Figur als Bronzestatue, die Minna Knallenfalls. Ihre Geschichten sind für die Mundart nicht nur in Elberfeld und in ganz Wuppertal, sondern überhaupt im Bergischen Land von großer Bedeutung. Um mal so eine ganz grobe Übersicht zu geben, Minna Knallenfalls ist eine fiktive Figur, lebte im 19. Jahrhundert an der Vohr. Das war ein Armutsviertel, das war die Gegend, die wir heute Islandufer nennen. Und ihr mitunter sehr schweres Leben erzählt Otto Hausmann aus ihrer eigenen Perspektive mit viel Humor und eben in Mundart, so wie die Leute damals gesprochen haben. Einen kleinen Teil davon, nämlich einen, als Minna noch zur Schule ging, werde ich jetzt mal vortragen. Natürlich mit Vorbehalt als Kronenberger, der ich bin. Mit wat schrieren, regnen, lesen, wurde ich in der Schorl erfreut. Dat it es nit mehr gewesen, komm, weil ich so voll gebläut. So wat bringt nix in den Magen, et mes fehl mek röngs und tömm. Lever der dich mit den Blagen, balgen mek im Bosche römm. Der Scholmeister und ming Aulen, kommen molst do durch in Rage. Auf ich hau krieg, auf se schaulen, hat doch kein Rau im Städt. Komm no Huseck, maud ich spolen, mit de Füße lahm und stief, und dat soll der Deuvel holen, het mir nix wie Brot im Lief. Der Plattcaller-Stammtisch auf der 107.4. Hier sind Juri und Emily. Wir sind wieder da bei Platt gesagt. So, heute wollen wir ja mal drüber reden, wie es um das Platt im Tal steht, um vom Berg so ein bisschen runterzukommen, wo wir normalerweise ja häufig bleiben. Mal kurz und knapp zu Anfang. Ist Mundart in Wuppertal eigentlich lebendig? Also mir fällt schwer, das einzuschätzen. Ich denke, wir sollten besser einen Menschen fragen, der uns das besser beantworten kann. Was sagt denn unser Studiogast zu der Frage, ob Platt in Wuppertal lebendig ist? Leider ist es nicht mehr so sehr, wie das einmal der Fall war.
vor Jahren. Ich bedauere es immer wieder, dass die Menschen nicht mehr so gesund sind, auch sich nicht mehr so treffen, sodass man die alte Sprache gar nicht mehr wieder so hervorrufen kann, zurückrufen kann. Das finde ich sehr, sehr schade, weil es eigentlich, sagen wir mal, die Ursprache eines Landstriches ist, die leider scheint verloren zu gehen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Es gibt zwar immer noch Menschen, die sie sprechen, aber es sind sehr, sehr wenige. Danke für die Einschätzung. Ja, und wessen Stimme mag das gewesen sein? Vielleicht haben es die ein oder anderen ja schon erkannt. Ich werde mal versuchen, sie zu beschreiben. Wo fange ich da am besten an? Sie ist Schauspielerin, egal ob im Kino, im Fernsehen oder auf der Theaterbühne, schreibt übrigens auch selber Theaterstücke, ist Sängerin, Tänzerin, modebewusst mit einem eigenen Laden, hat bereits im Radio moderiert, wie wir jetzt. Und vor allem hat sie sich ganz stark um die Wuppertaler Mundart verdient gemacht. Lore Duwe ist da. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein und mal wieder diese alten Dinge vorzufinden, die eigentlich so täglich zu meinem Beruf damals gehörten. Ja, diese ganzen vielen Tätigkeiten, die ich jetzt aufgezählt habe, die zeichnen dich ja einerseits aus. Andererseits vielleicht auch der Fakt, dass du oft als Wuppertaler Original bezeichnet wirst. Freut dich das? Ja, ich kann eigentlich mit dem Begriff Wuppertaler Original sehr wenig anfangen. Und wenn ich das so höre, ich liebe ja die Jugendzeit und dann denke ich immer, also ein Original, das ist schon sowas Altes, sowas Verrottetes, sowas Eingemottetes und das finde ich an sich nicht so gut. Naja, wenn die Menschen das aber gerne so wollen, dann finde ich das auch in Ordnung, dann akzeptiere ich das auch. Ich freue mich trotzdem über diesen Ausdruck, der sich hier in Wuppertal auch breit gemacht hat. Also findest du schon, das trifft auch auf dich zu? Finde ich in Ordnung, ja. Vollkommen. Okay. Kommen wir nun so ein bisschen mehr in die Richtung Mundart, die du schon eng begleitest, kann man so sagen, oder? Ja, seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß nicht ganz genau, sind es 40 Jahre, was ich auch öffentlich dann gemacht habe. Ich habe diese Sprache öffentlich gemacht. Ich habe sehr viele Menschen aus unserer Stadt dazu eingeladen, die auch alle ihre eigenen Geschichten geschrieben haben. Und ich habe mich dann damals verhalten wie eine Lehrerin, die auch noch geprüft hat, war das alles in Ordnung, was man geschrieben hat. Oder dass es sich vor allen Dingen sich auch nicht doppelte. Dass also die vielen, die mitgemacht haben an diesen Abenden, nicht das Gleiche geschrieben haben. Das hat man dann vorher schon so ein bisschen dirigiert, so ein bisschen eingeordnet. Das war also meine Aufgabe, was ich damals gemacht habe. Ich mache es, glaube ich, insgesamt schon 40 Jahre, wenn es nicht noch mehr sind. Finde ich richtig schön, so eine Art Hilfestellung irgendwie so zu bekommen, dann von jemandem, der das auch kann und die Leute dabei unterstützen kann, ne? So ein bisschen aus sich rauszukommen und die Mundart mehr zu leben, zu sprechen, sich das zu trauen. Welche Veränderungen hast du denn so erlebt in deinen Jahren in Wuppertal aufs Platt bezogen? Jetzt vielleicht auch auf das bezogen, was du vorher gesagt hast, Menschen irgendwie dann anzuleiten, zu gucken, wie sprechen die Platt und was... Genau. Ja, ich gehe mal so ein bisschen zurück eigentlich auf die Zeit, die ich vermisst habe, dass man die Sprache sprach, diese alte Sprache, aus der natürlich auch unser Hochdeutsch eigentlich hervorgegangen ist, wie jeder Landstrich in unserem Lande. Ja. Ich glaube, es gibt 150 verschiedene Dialekte. Und ich erinnere mich der Zeit, als mein Vater, ich war Kind, zusammengesessen hat mit Freunden an einem großen Tisch und die haben dann sogenannt Skat gespielt. Man hatte kein Auto damals, das gab es ja alles gar nicht zu meiner Zeit. Man traf sich immer in den jeweiligen Familien zum Skatspielen. Ja. Und dann haben die Männer an diesem Skattisch platt gesprochen. Und ich fand es wunderbar. Das war so was Vertrautes, so was Schönes, denen zuzuhören. So, als ich dann später älter war und es nicht mehr so wahrgenommen hatte, diese Sprache, und ich hörte an irgendeiner Ecke einen Menschen platt reden, habe ich mich heimlich dazu geschlichen und habe dann gehört, was sagt derjenige, wie spricht er, dass diese Vertrautheit zurückkam. Und ich glaube, das ist es auch, was eine Stadt oder einen Landstrich auch sehr beliebt macht. Ja, das klingt schon nach einer anderen Zeit, wenn man mal auf das Platt guckt. Das ist dann ja heute doch schon ein gehöriges bisschen anders, als wie du es noch erlebt hast. Danke also an Lore Duwe für diese ersten Einschätzungen. Ich freue mich darauf, unser Gespräch weiterzuführen. Ihr hört es nach dem nächsten Lied und ich hoffe, ihr bleibt dran. Der Plattkeller-Stammtisch auf der 107.4. Wir sind zurück bei Platt gesagt und haben in dieser Folge einen Studiogast da. Lore Duwe ist bei uns und hat uns gerade schon erzählt, was sie in ihrer Zeit in Wuppertal auf die Mundart bezogen so alles erlebt hat. Und die nächste Frage, die ich an dich hätte, ist, was Platt auch heute noch bewirken kann in den Menschen.
Ja, man kann sich dahinter verstecken, wenn man möchte. Wenn du jetzt einen Wuppertaler triffst, der auch diese Sprache spricht, dann kannst du Dinge sagen, die ein Außenstehender, der das nicht beherrscht, natürlich nicht versteht. Das hat natürlich auch etwas für sich, womit wahrscheinlich andere Menschen auch spielen mit anderen Dialekten. Dann verstehst du kein Wort mehr. Das kann auch lustig sein, es kann aber auch was Abfälliges sein. Aber ich habe natürlich lieber, wenn es was Lustiges ist, was man sich untereinander weitergeben kann. Ja. Verstehe ich. Wir haben gerade eben in dieser Folge etwas von Minna Knallenfalls gehört. Und diese Verbindung wäre ja jetzt ganz spannend, weil du hast die Texte von ihr ins Hochdeutsche übersetzt. Das sind ja Geschichten aus einer schweren Zeit, 19. Jahrhundert, im Armutsviertel, in der Industrialisierung. Was glaubst du, könnte man solche Texte auf Platt auch über die heutige Zeit schreiben? Die Zeit hat sich natürlich wesentlich verändert. Wenn man daran denkt, dass Minna Knallenfalls am Wupperufer gelebt hat, mit zahlreichen Ungeziefer, mit Überflutungen. Die Wupper war nicht eingefriedet. Wanzen und Ratten spielten eine Rolle. Das haben wir heute alles nicht mehr. Und ich glaube, da haben wir heute schon wesentliche Vorteile, in Wohnungen zu wohnen, wo sogar die Kinder heute ihr eigenes Kinderzimmer haben. Und wenn es 2 Kinder sind, hat sogar jeder noch sein eigenes Zimmer. Das gab es alles natürlich zu Zeiten von Minna Knallenfalls nicht. Glaubst du denn, das käme an? Also Geschichten auf Platt über unsere Zeit zu schreiben? Würden die Leute das lesen? Ich habe ganz viele Geschichten geschrieben. Ich habe also 3 dicke Ordner voller plattdeutscher Geschichten, die also sehr viel über unsere Stadt, über unsere Eigenheiten auch erzählen, egal was. Ja. Ich habe immer wieder die offenen Veranstaltungen, die ich gemacht habe, unter ein Motto gestellt. Und unter diesem Motto habe ich dann auch diese ganze Veranstaltung durchgezogen, sodass alles Mögliche zur Sprache gekommen ist. Und auch in diesen Werken, sage ich jetzt mal, meine kleinen Werke, die ich zusammengestellt habe, sehr, sehr erfreulich sind, das auch beizubehalten und vielleicht auch weiterzugeben. Ja. Wenn wir als junge Menschen eine Brücke bauen würden, hin zu einer Einstellung, die sagt, zurück zu den sprachlichen Wurzeln, was können wir uns dann von deiner Generation erwarten, also was das Verständnis für unsere Art zu reden angeht? Also viele klagen ja über die vielen englischen Worte oder Neuschöpfungen. Erwartest du da von deinen Altersgenossinnen auch mehr Verständnis? Eine Sprache ist eigentlich immer im Wandel begriffen. Sprache ist auch ein Stück Kultur. Ja, und wir haben hier eben diese Kultur, das ist hier unsere Sprache. Und man muss jeden Tag, wir als Erwachsene müssen jeden Tag Neues lernen von der Jugend. Ich habe zum Beispiel zu Hause Bücher, worin ich mir die Jugend, die ist gesammelt, sind Worte, Ausdrücke gesammelt. Ich möchte wissen, was die Jugend heute spricht. Wenn ich zurückgreife auf das, was damals war, ich glaube nicht, dass das so schnell übernommen werden könnte noch. Ja. Also diese alte bergische Sprache, die wir hier sprechen. Aber ich als Erwachsener, ich halte es für wichtig, sich eben damit zu beschäftigen und die neue Sprache zum wenigsten zu verstehen, wenn ich sie auch nicht täglich anwende. Also glaubst du, grundsätzlich wäre gut, mehr Verständnis füreinander zu haben, was die sprachliche Art angeht, was die Art zu reden angeht, ne? Sowohl jetzt von der älteren Generation als auch von der jüngeren, für die jeweils andere Sprache mehr Verständnis zu haben und sich vielleicht auch das ein oder andere abzugucken, wie du das machst? Ja, die Menschen sollten vor allen Dingen nicht übereinander schmunzeln, sich lustig machen über den anderen. Das ist also, glaube ich, etwas sehr Wesentliches. Aber ich denke auch, dass die Älteren sich auch mal bemühen sollten, und das ist jetzt wirklich auch ein Aufruf von meiner Seite, sich mit der Jugend mehr zu beschäftigen. Ich habe ständig mit jungen Menschen zu tun, ich stehe auf der Bühne, da sind die Schauspieler, das können alle schon manchmal meine Kinder, das könnten auch schon meine Enkelkinder sein. Und ich lebe halt in dieser Welt mit Veränderungen und die muss ich auch wahrnehmen und die sollte ich auch in mir aufnehmen, um den Wandel zu verstehen und auch junge Menschen zu verstehen. Das finde ich sehr wichtig. Um genau diesen Wandel soll es auch nach der nächsten Pause gehen. Wir möchten mit unserem Studiogast Lore Duwe noch besprechen, was sie über das Platt in der Zukunft denkt und darauf freue ich mich. Ich hoffe, ihr auch. Bleibt dran. Der Plattkeller-Stammtisch auf der 107.4. Ihr seid zurück bei Platt gesagt und heute haben wir ja mal wieder einen Gast im Studio. Lore Duwe sitzt hier bei uns und wir sprechen ein bisschen darüber, wie die Mundart sich so entwickelt hat über die Jahre hinweg und haben einige Einschätzungen von ihr gehört. Zuletzt haben wir darüber gesprochen, wie der Austausch zwischen Jung und Alt passieren kann. Lore Duwe meinte nämlich, dass es total wichtig ist, auch mit wachsendem oder steigendem Alter für Veränderungen in der Jugend offen zu bleiben und sich
auch was sprachliche Einflüsse angeht, häufig auch an der Jugend zu orientieren oder dem gegenüber einfach offen zu bleiben. Und das kann ja auf jeden Fall auch ein Vorteil sein, wenn wir darüber reden, wie das Platt aktiv bleiben soll und erhalten werden kann. Denn wenn die Themen, die die Jugend betreffen, von der älteren Generation verschriftlicht werden können, ob Platt, dann ist es möglich, dass das Platt auch Jugendliche wieder ansprechen kann. Aber jetzt nochmal zurück. Angenommen, Platt würde tatsächlich erhalten bleiben und stirbt nicht völlig aus. Was denkst du, wie könnte das Platt der Zukunft dann aussehen? Also meinst du, das könnte so eine Hybridsprache werden, also wie das Denglisch von heute vielleicht oder ganz anders? Ich denke, das ist jetzt ein Vorschlag von mir, dass die Leute vielleicht mal wieder in meine Vorstellungen kommen sollten. Corona hat uns ja all ein wenig verdrängt oder hat Veranstaltungen verdrängt. Und wenn sie dann in die Vorstellungen kommen, die ich nächstes Jahr wieder 4-mal im Jahr machen werde, werden sie einiges schon vom Gehör zum wenigsten mitbekommen und sie vielleicht auch sehr schön empfinden. Es hat ja mal Ansätze gegeben, dass in der Universität, in der Jugenduni, der Lehrstoff nochmal gelehrt werden sollte, Platt. Inwieweit das jetzt gediehen ist, weiß ich nicht. Es wäre vielleicht ein Ansatz. Viele in unserem Lande, die machen es. Wenn ich zum Beispiel an Norddeutsch denke, die haben es sogar als Pflichtfach eingeführt. Stimmt, davon haben wir gehört, ja. Mhm. Was meinst du denn, wie klingt denn Platt dann zukünftig, wenn wir mal irgendwann selbst Großeltern sind? Meinst du, Platt ist dann noch präsent und wie wird es dann klingen in Wuppertal? Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht so sein, wie das jetzt so sein wohl, ne? Also es ist schon so ein bisschen nachlässig, man muss nicht große Betonungen machen, man muss einfach kallen. So ist das. Siehst du denn Chancen, dass in Wuppertal genug Menschen sich für den Erhalt einsetzen? Oder bist du da eher pessimistisch gestimmt? Also im Moment sehe ich es nicht so, weil die Menschen sind ein bisschen alt geworden. Man müsste es wirklich wieder von unten aufforsten, wie ein junges Pflänzchen einsetzen in den Boden, dass es wieder wächst. Ja. Das würde ich mir vielleicht auch wünschen, weil es einfach eine schöne Sache ist. Auch nochmal, es ist ja eine zusätzliche Sprache, die man spricht. Klar. Nicht, man lernt Englisch, man lernt Russisch, Türkisch. Alle Sprachen dieser Welt werden heute gelehrt, aber das Schöne, das eigene, was wir haben, bleibt eigentlich ein bisschen hinten an. Und das finde ich natürlich sehr schade. Man könnte es wieder aufleben lassen. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich würde gerne mit einer persönlichen Frage abschließen. Du hast ja einen Modeladen. Das verbinden wir jetzt mal mit dem heutigen Thema. Wenn Platt ein Kleidungsstück wäre, welches wäre es dann für dich ganz persönlich? Platt ein Kleidungsstück. Ja. Da kann ich jetzt im Moment nichts mit anfangen. Also muss ich euch sagen, hier ganz öffentlich und ganz laut hinaus pusten. Denk mal drüber nach im Moment. Ich fand es eigentlich eine ganz lustige Frage. Die hat die Emily sich ausgedacht. Und was willst du damit wissen? Also um den aktuellen Stand von Platt zu beschreiben und vielleicht auch, wie sehr das in Mode ist oder wann es mal in Mode war. Ich denke, das lässt sich ja schon irgendwo verknüpfen mit einem Kleidungsstück, was du vielleicht am Haken hängen hast. Wenn Platt ein Kleidungsstück wäre, ja, dann würde ich sagen, eine wunderschöne hellblaue Bluse. Warum? Warum? Hellblau ist der Himmel und der Himmel strahlt und er gibt uns etwas. Am Abend wird er dunkel mit seinen vielen, vielen Sternen. Vielleicht eine hellblaue Bluse mit wunderschönen silbrigen Sternen. Das klingt sehr schön. Und es ist eine sehr romantische Vorstellung vom Platt, das kann man doch schon so sagen. Damit schließen wir ab unser Gespräch. Ganz lieben Dank, dass du hier warst. Wir hören gleich noch was von dir, darauf freue ich mich. Also bleibt gerne dran und seid gespannt auf einen Beitrag von Lore Dube. Der Plattkeller-Stammtisch auf der 107.4. Wir sind zurück bei Platt gesagt. Lore Dube ist bei uns im Studio. Vielen Dank schon mal fürs Gespräch. Dein Besuch hier ist aber natürlich noch nicht beendet. Wir konnten dich nicht gehen lassen, ohne dich noch etwas berichten zu lassen, denn häufig tragen wir hier ja Dinge auf Platt vor. Heute hast du dich dazu bereit erklärt, selbst etwas zu lesen aus deiner Erfahrung aus der Nachkriegszeit. Bitte sehr. Quäkerspeise heißt das Ganze. Jetzt muss man sich vorstellen, es war in den Jahren nach dem Krieg, nach den Kriegsjahren. Ich bin ja noch ein Kriegskind und aus dieser Zeit stammt dann auch diese Geschichte. Mit dünne Ärmkes und Beenkes, soten viel Blagen in allen Bänke, wo oben noch ein Tintenfass drin war. So kann man sagen, Ärmkes und Beenkes wie so Hühnerknöckskes. Der Krieg war grad am eng, 46, 47, da wo ganz große Hungersnot.
Und es war auch noch so kalt dabei. Die Blagen hatten also nichts zu eten und auch nichts zum Antrecken. Also nix wie heute mal eben Snickers oder Adidas oder was weiß ich. Oder mal eben nach McDonald's diese Brötchen zu holen, ne? Oder so wie es heute gibt, so riesengroße Pizzen, die kannst du dir mitnehmen. So was gehen wir natürlich all nicht. Die sind so groß wie so ein Wagenrad. Der Lehrer Mauten, weil das die Militärregierung so wohl, jeden Tag eine Erhebungsliste erstellen, was die Kingerkes dann so gegeben hatten. Hier stong, de Augen ob de Kinger gerichtet, der Lehrer an seinem Stehpult und rebte einzelnen Blagen ab. Wie war heute Morgen dein Frühstück? Irmchen Siebert antwortete. Eine kleine Möhre und im Opa sin Garten. Der Lehrer notierte. Wolfgang Klein, was hast du gegessen? Ja, nix. Sigrid Memmert. Eine Handvoll Bratkartoffeln, die die Mutter gestern im Kaffeesatz gebroten hatten. Das hatten sie extra für mich aufbewahrt. Margot Kampinski, was hast du denn heute Morgen gegessen? Ich hab ja so'n Hunger. Nix. Wir haben ja nix. Nu hieß es, jeder bringt ein Gefäß und ein Löpel mit. Et güft nämlich jetzt Quäkerspeise. Was mag dat wohl Sinn, Quäkerspeise? Hätte aber mit Frösche zu tun, die immer am Quaken sind. In grote Milchkannen kom nu in de grote Pause de Quäkerspeise vom Bauern Schliebköter ute Pfarresbeck in Wuppertal. De Quäkerspeise angefahren. Jetzt musst du dich vorstellen, die Gefäße von den Blagen, dat waren nicht schöne Henkelmänner, nee, dat waren nicht. Was so im Haushalt noch so geblieben wird, wo ja alles kaputt. Vor der Bombe war da alles bombardiert worden. Der eine hätte eine Tasse ohne Henkel, der andere eine kleine Milchkanne, der andere wäre eine Konservendose, et guf Grießmehlsuppe mit Rosinen, Mols Erbsmehlsuppe und wenn es ganz hoch kom, dann gofet auch tatsächlich ens und zu so'n Riegel, so mit Schokolade überzogen. Ah nee, du Lebetit, wat war dat? Ein Festschmaus. Quäkerspeise, wat war dat denn? Erst im Erwachsenenalter dachte man darüber nach. Quäkerspeise wird als die humanitäre Hilfe bezeichnet, die vor allem US-amerikanische und britische Quäker in der Zeit nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg in Deutschland leisteten. Zumeist als Hilfe an Kinder gerichtet. Kinder sollten wenigstens einmal am Tag eine warme Mahlzeit erhalten. Der Plattkeller-Stammtisch auf der 107.4. Zurück bei Platt gesagt. Ich fand, das war ein tolles Gespräch mit Lore Duwe. Bin dankbar, dass wir sie hier haben durften. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Und Emily, was mich noch interessiert, du hast sie gerade eben gefragt, welches Kleidungsstück für sie Platt ist, womit sie das vergleichen würde. Kann ich dir die gleiche Frage auch stellen? Das interessiert mich. Ja klar, als ich mir die Frage überlegt habe, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, weil irgendwie verbinde ich Platt auf jeden Fall mit etwas, was mit der Generation meines Opas zu tun hat und davor, also etwas Älteres. Und da habe ich zuerst so ein bisschen an so Arbeiterhosen, so Latzhosen gedacht, weil die einfach aus einer Zeit kommen, ja, wo das irgendwie halt so eine Arbeitskleidung war, ne? So eine, die man irgendwie verpflichtet war auch zu tragen. Und gleichzeitig ist es aber auch so was Schweres, was so ein bisschen, ja, so salopp daher, also nicht so was Schickes, sondern eher so was, ja, aus dieser Kategorie. Eben für den Alltag. Ne? Genau, für den Alltag. Aber gleichzeitig auch etwas, was jetzt wieder so ein bisschen zurückkommt. Also wir haben das in der Mode ja richtig häufig, dass Sachen, die früher total aktuell waren oder auch einfach alltäglich waren, jetzt irgendwie zur Mode werden. Und ich merke das schon auch in unserer Generation, dass das Interesse so ein bisschen wieder wächst. Aber, großes Aber, nicht überall. Ne? Also das ist etwas, was eine bestimmte oder modebewusste Menschen jetzt wieder so ein bisschen sich rantrauen und versuchen zu tragen. Aber das gehört natürlich noch nicht zu einer Mode, die man jetzt überall auf den Straßen sieht. Klar, ja. Schöner Vergleich eigentlich. Und damit sind wir ja auch fast schon wieder beim Ende unserer heutigen Folge durch das Gespräch und nähern uns schon fast der Novemberfolge. Und das heißt, dass am Ende der Folge jetzt das Quiz aufgelöst wird vom letzten Mal. Da hatten wir euch gefragt, was Prattbommel auf Hochdeutsch bedeutet. Hättest du es gewusst? Ehrlich gesagt nicht. Also wir hatten ja da kurz drüber gesprochen. Also nachdem wir das Wort ausgesucht hatten, hast du gesagt, ja, deine Mutter hätte früher so auch gesagt, ja, bist ja schon wieder prattig. Und hättest du das nicht gesagt, wäre ich da auf jeden Fall nicht drauf gekommen. Also das fand ich auch sehr schwer. Ja, wir haben diesmal eine richtige Antwort bekommen. Ich hatte ja schon beim letzten Mal genau den Tipp gegeben mit dem prattig.
Vielleicht hat das ja geholfen, sich daran zu orientieren. Ein Prattbommel ist nämlich ein trotziger Junge, eigensinnig und eben nie ganz zufrieden, vielleicht auch ein Bettchen quengelig. Das Wort, für das wir heute die Übersetzung suchen, ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Nur um schon mal einen kleinen Hinweis zu geben, selbst im Hochdeutschen ist das jetzt kein Wort, das man alle Tage benutzt. Es geht nämlich um Multrompe. Ihr kennt's, wer die Lösung weiß oder raten möchte, kann uns gerne eine E-Mail an plattgesagt@gmx.de schicken oder uns einen Kommentar bei YouTube oder Facebook hinterlassen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Hier nochmal unser Quizwort, Multrompe. Viel Spaß beim Rätseln. Wenn ihr es habt, schickt uns eine Mail oder sucht uns unter Plattgesagt auf unseren beiden Internetplattformen. Ich bin mal gespannt, wie viele Lösungen uns dazu erreichen. Ich auch. In diesem Sinne, macht euch noch einen schönen Abend, denn wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt und freuen uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum November.